In Epheser 2,10 steht, dass wir Gottes Werk sind. Im Wesentlichen sein Meisterwerk. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich nicht ein Meisterwerk. Ja, so ein Picasso oder sowas. Ja, aber ich will sein Meisterwerk sein. Ich will das sein, wozu Gott mich berufen hat. Also gehe ich zu ihm hin und bete. Gott, tu das, was getan werden muss, um die unnötigen Dinge aus meinem Leben rauszukriegen. Forme mich immer mehr in das Bild deines Sohnes. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Hey, wer bist du? Gott. Du bist nicht Gott. Ja, ich bin. Du hast gebetet. Hier bin ich. Funktioniert das? Alles klar. Wenn du Gott bist, dann ist ja sowieso kein Schnee da, ne? Lass mich hier mal Schnee fallen. Das wäre so eklig. Nein. Siehst du, du bist nicht Gott. Warum sagst du das? Gott würde nicht schleimig sagen. Ich tue es. Das ist ein italienisches Wort. Okay. Alles klar, wenn du Gott bist, was steht dann in Klagelieder 15,9? Klage. Das ist ein kleines Buch. Nach 5 Kapitel. Okay, warum ist das so klein? Ich habe nicht so viel Lust zu klagen. Okay. Wenn du Gott bist. Wenn du Gott bist, wer wird nächstes Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen? Weißt du was? Ich bin nicht so der Spieletyp. Warum spielst du so gerne Spiele? Du bist Gott. Wie kommst du drauf? Du hast meine Frage mit der Frage beantwortet. Hab ich? Ja? Ja, hab ich. Ja. Hab ich? Ah, guck, ich hab schon wieder getan. Ja. Okay, stell dich. Warte mal, was ist eigentlich? Das sind die Werkzeuge, mit denen ich aus dir mein optimales Meisterstück machen werde. Alles klar. Ich dachte, du wärst Zimmermann. Das ist mein Job. Okay. Warte. Wie weißt du, was du wegmachen sollst und was du da lassen sollst? Nehme die Sachen aus deinem Leben, die nicht dahin gehören. Wie Fett. Apropos Fett, ne? Guck mal hier, diese Region, das ist ganz schwer, ne? Ich habe schon alles gemacht, ich hab Sport gemacht, ich habe Diäten gemacht, sogar Pilates, das war peinlich, aber okay. Ich habe alles gemacht, ne? Aber ich krieg das nicht weg. Vielleicht könntest du hier so einen Strich meißeln, hier so einen und hier so 9 Striche, das wäre echt heftig. Du bist lustig. Hat er das nicht so gemacht? Ich habe auch das Schnabeltier gemacht. Schnabeltier? Was ich damit sagen will, ist, dass die meisten meiner Kinder, die mögen es zu reden, möchten nie arbeiten. Also frage ich dich jetzt, möchtest du lieber reden oder darf ich meistern? Reden, meistern, reden. Alles klar, Meister. Okay. Die meisten meiner Kinder mögen es zu reden. Ich nicht. Meister. Okay. Durch meinen Heiligen Geist welche Sachen zeigen, die ich will, wo du daran arbeitest. Wie dein Zorn. Ich habe die Gefühle erschöpft. Du benutzt auf eine falsche Art und Weise. Unser Problem mit deiner Gier nach Sex? Stopp. Ich habe kein Problem mit meiner Ehe. Du hast kein Problem mit deiner Gier. Ich kann es machen, wann immer ich will. Alles klar. Warte mal. Können wir nicht eine Pause machen? Weil, guck mal, ich bin gut dabei, ne? Wie viel? Du bist mit dabei? Ja. Okay. Wenn du in den Spiegel guckst, ja, was siehst du dann? Ich sehe mich. Das ist es eben. Du siehst dich. Das heißt, wenn ich mich so lange weitermache, bis du und andere mein Sohn sind. Okay. Aber guck mal, wenn ich immer mehr wie dein Sohn aussehe, ne? Dann werden die Leute um mich herum so unangenehm. Sogar die Leute in der Gemeinde sagen immer, oh, du Heiliger, warum machst du das nicht? Also,
Also, was du damit sagen willst, ist, dass du in manchen Stellen deines Lebens Gott spielen willst, anstatt mich, Gott, über dein ganzes Leben. Nein, das habe ich nicht gesagt. Was hast du damit gemeint? Ja, das habe ich. Aber ja, weißt du. Diese Sünde, die du ganz tief in dir trägst und schon seit Jahren in dir trägst, wenn du wütend oder traurig bist, du denkst, du willst andere Leute damit rein. Dabei bist du nur eine stinkende Verwesung. Bist du bereit, dass ich das aus deinem Leben reiße? Ja. Okay. Das tut mir mehr weh als dir. Okay. Weißt du, hier ist das ein Prozess. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Es ist dein ganzes Leben. Du machst dir zu viel daraus, was andere auch von dir denken. Das ist Müll. Das Einzige, was du vor deinen Augen halten sollst, ist, dass wenn du am Ende deines Lebens vor mir stehst und ich dir sagen werde, gut gemacht, ein guter, treuer Diener. Das ist der Preis zum Himmel hin. Das ist das, was du vor deinen Augen halten sollst. Ja, aber guck mal, ich weiß das, ne? Aber jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich da diesen kleinen Jungen drin, in mir, der sich versucht anzuziehen wie ein Erwachsener. Der versucht so zu sein, wie die anderen wollen, dass er ist. Aber wie soll ich so sein, wie die anderen wollen, dass ich bin, wenn ich nicht mal so sein kann, wie ich will, wie ich bin? Wie soll ich dann so sein, wie du willst, dass ich bin? Weißt du? Ich denke, dass du zu lange, zu viele Stimmen gehört hast, die nicht meine. Wie kann ich dir zeigen, dass meine Liebe für dich von Osten bis nach Westen reicht? Dass meine Liebe unendlich ist? Es ist Müll, was andere über dich denken. Aber ich weiß, wie ich dir das zeigen kann. Greif in deine Hosentasche. Was? Greif in deine Hosentasche. Warum? Diskutierst du mit mir? Greif in deine Hosentasche. Ja, Ich meine, Gott, ich mach das jetzt. du hast meinen Namen umsonst benutzt. Nein, das ist ein Name, ein Sprichwort. Das ist der Name über allen Namen. Das ist nicht nur ein Name, nicht nur ein Sprichwort. Lass mir dir was über meinen Namen beibringen. Greif in deine Hosentasche. Weißt du, was das ist? Ja. Das habe ich geschrieben, als ich in der Grundschule war. Von wo hast du das? Hallo. Lies. Ich liebe Angie. Andere Seite. Ja. Ich habe sie geheiratet. Ich weiß, ich war dabei. Stimmt. Lieber Gott, habe ich dich heute gehört? Habe ich gehört, wie du sagst, ich liebe dich, obwohl du und ich wissen, dass ich es so oft vermasselt habe? Habe ich gehört, wie du sagst, dass du mich benutzen willst? Aber ich fühle mich so nutzlos. Wenn du mich nimmst und mich benutzt, Gott, dann gebe ich dir alles, was ich bin. Nimm mich. Ich liebe dich, Gott. Ich liebe dich auch. Ich liebe dich zu sehr, um dich da zu lassen, wo du jetzt gerade bist. Lass dieser Wette, an der du gerade hältst, nicht hängen. Probleme kommen, Chaos ist. Schieb es zu mir. Ich bin immer für dich da.
weiß. Aber es ist so schwer. Es wird schwierig, ja. Aber solange alles zu mir schiebt. Ich meine, ich nehme mir nicht die Zeit, um Müll zu schaffen. Ich will, dass du etwas tust. Guck dorthin und sag, Johnny ist Gottes Meisterschaft. Johnny, Nicht so wie du es jetzt gerade gesagt hast. So wie ich dich geschaffen habe, so wie ich dich sehe und nicht so wie du Angst davor hast, wie andere dich sehen und von dir halten. Johnny ist Gottes Meisterwerk. Ja, das bist du. Und du? Gott macht keinen Müll. Dafür hat er keine Zeit. Du bist Gottes Meisterwerk.